Bis dahin sind wir letzte Woche gekommen. Genau. Und jetzt kommt لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Und schon ist die Wahrheit ganz offenkundig wurde für die meisten von ihnen. Wir können mal schauen, wie sie da genau übersetzen. Wir haben gesagt, das ist jetzt Aja 8 oder 7. Bereits bewahrheitete sich das Wort gegen die meisten von ihnen, so verinnerlichen sie nicht den Iman. In dieser Aja sagt eigentlich Allah, eigentlich haben sie die Wahrheit erkannt. Sie sagen zwar, sie glauben nicht, sie akzeptieren den Propheten nicht akzeptieren, sie glauben nicht, dass Allah ihn geschickt hat, aber im Grunde, in ihrem Herz, haben sie die Wahrheit erkannt. Das ist ganz wichtig und das ist vor allem eine Aussage, die nur Allah machen kann, weil er allein in die Herzen hineinsieht. Der Prophet hat das natürlich nicht gesehen, er hätte das nicht können wissen und hätte das auch nicht können sagen. Aber da kommt also die Aussage, dass sie im Grunde die Wahrheit erkannt haben. Und wieso haben sie die Wahrheit erkannt? Weil die Botschaft per se schon so speziell ist, dass man müssen erkennen, allein schon nur, wenn man den Koran liest, hätte man schon müssen erkennen, das ist kein menschliches Werk. Ich habe das letzte Mal als Beispiel gebracht, wenn ich jetzt so plötzlich würde, vom Goethe irgendetwas zitieren, dann würdet ihr gerade merken, auch wenn ihr den Goethe nicht kennt und den Text, den ich dann zitiere, wenn ihr den nicht kennen würdet, würdet ihr gerade merken, das bin ich, der redet. Es kommt zwar aus meinem Mund, aber der Verfasser von dem Gesagten, das bin ich. Das merkt man gerade, von der Form, wie man redet. Wenn ich schreibe, schreibe ich ganz anders, als wenn ich rede. Also wenn ich jetzt euch vorlesen, was ich da sagen würde, dann würde es ganz anders stören. Und ich würde gerade merken, jetzt liest er vor. Aber wenn ihr es nicht seht, würdet ihr das gerade realisieren. Weil ihr mich jetzt unterdessen schon ein bisschen kennt, also die einen ein bisschen mehr und die anderen ein bisschen weniger. Man lernt relativ schnell den Stil von einem Menschen kennen, als wie er reden tut. Und dann, wenn er anders redet, das fällt gerade auf. Es gibt auch Leute, die um sich ein bisschen zu schauen, die plötzlich so hochnäsig tun oder so gewisse Aussagen machen, wo du merkst, das ist nicht von ihnen, oder? Mit dem haben sie das Gefühl, jetzt habe ich halt etwas Kompliziertes gesagt, damit zeige ich, dass ich gescheit bin. Aber die meisten erkennen gerade, jetzt sagt er irgendwas, wahrscheinlich weiß ich nicht mehr, was er sagt. Also es ist dann ganz peinlich, wenn man dann nachhakt und dann weiß ich gar nicht, was er gesagt hat. Und das ist beim Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam nicht anders gewesen. Er hat auch anders geredet, als wenn der Koran kam. Also wenn er den Koran rezitiert hat, dann haben die Leute gerade realisiert, jetzt sagt er irgendwas, das kommt nicht von ihm. Und das ist eben, was ich ganz am Anfang gesagt habe, weil Koran il-Hakim, also Allah schwört auf den Koran, dass der Koran Hakim ist. Also der Koran selber ist Zeuge für sich, dass er wahr ist. Und die Leute haben das eigentlich realisiert. Also die haben gemerkt, der sagt etwas, das ist einfach nicht möglich, dass es von ihm ist. Wie schon gesagt, auch die Buchstaben, Yasin, also wieso soll einer, der nicht lesen und schreiben kann, plötzlich einen Text anfangen mit Yasin? Das war in dieser Zeit überhaupt nicht üblich gewesen, dass man Buchstaben so einsetzt. Also nur schon vom Zuhören, noch gar nicht so groß vom Inhalt her, nur von der Art und Weise, wie man redet, wie die Worte sind, die kommen, hätte es müssen erkennen, dass es nicht vom Prophet selber gekommen ist, dass es nicht von ihm als Mensch gekommen ist. Und Allah Ta'ala sagt in der Ayah, sie haben es erkannt. In ihrem Herzen haben sie erkannt, dass es nicht von ihm war. Aber sie haben die Wahrheit nicht akzeptieren. Was haben wir da gesagt? Bereits bewahrte sich das Wort gegen die meisten von ihnen, so verinnern sie sich den Iman nicht. Wir werden um ihre Hälse Fesseln legen, die bis an die Kinder reichen. So werden sie ihre Köpfe mit niedergeschlagenen Blicken aufrichten. Also Amir Setan finde ich zwar sehr gut zum Übersetzen, aber manchmal tönt es ein bisschen schwerfällig, wenn man den Text einfach so nimmt. Also schauen wir mal, was da steht. Um ihren Hals haben wir Fesseln gelegt, die bis an das Kinn reichen, sodass ihr Haupt hochgezwängt ist. Wer ist da gemeint? Also wer sind die mit den Fesseln? Das sind Mekkaner. Also Allah Ta'ala sagt, sie haben die Wahrheit erkannt, aber verweigert eigentlich die Wahrheit auszusprechen. Aufgrund von dem werden sie bestraft. Und was für eine Strafe ist das?
sie bekommen eine Halsfessel über so, also könnt ihr euch das vorstellen, wie man so die alten Sklavenfilme und so, da ist das einmal noch vorgekommen, die haben da so Metall Dings gehabt, wo der Hals aufgestellt hat und die haben sich gar nicht mehr richtig können bewegen. Und da sind sie meistens noch aneinander verkettet gewesen, dass alle so in der Einer-Kontrolle haben müssen laufen. Das heisst, sie haben weder nach links noch nach rechts können schauen. Sie haben nicht können runterschauen, sie haben eigentlich nur können raufschauen. Und mit dem bestraft Allah sie. Jetzt, die Mekkaner sind natürlich nicht so umgelaufen, die haben keine Fesseln um den Hals. Und trotzdem sagt Allah, er hätte ihnen die Fesseln umgelegt. Er sagt nicht, das kommt dann später im Jahannam. Also wenn sie dann im Jahannam sind, bekommen sie die Strafe über, dass sie jetzt solche Fesseln haben werden, sondern um ihren Hals haben wir Fesseln gelegt. Und, also das ist jetzt, aber gesehen tut man sie nicht. Wie kann man denn das verstehen? Wenn wir jetzt nochmal uns überlegen, mit der eisernen Fessel, es laufen sie so um. Wenn die Fessel siehst, also die, wie eine Hand, wie sagst du? Ich weiß es gar nicht so der deutsche Begriff, aber da steht immer Fessel, also wir auch das Wort benutzen. Wenn du jetzt das wegdenkst, aber die Körperhaltung so bleibt, wenn es immer einer so rumläuft, in dieser Stellung, wie würde man so einen nennen? Also rein von dieser Haltung her, was würde man für einen Rückschluss auf ihn ziehen? Hochnäsigkeit, Arroganz. Und genau das sind sie. Sie sind hochnäsig und arrogant, sie haben das Gefühl, sie sind etwas Spezielles, etwas Besonderes. Wegen dem tut Allah es ja gerade ein bisschen abmachen und sagen, ihr seid hochnäsig, aber warum? Ihr habt ja gar keinen Grund zum hochnäsig zu sein. Also ihr seid so etwas Unbedeutendes und laufen so mit hoch erhobenem Haupt um und haben das Gefühl, ihr seid da die grössten, die besten Leute auf der Welt. Also mit der Bezeichnung von diesen Fesseln tut er indirekt bezeichnen, dass eigentlich die Hochnäsigkeit das war, wo sie eigentlich dazu bringt, nachher dann auch ins Jahannam zu kommen. Und das Zweite ist, Allah sagt, sie haben die Wahrheit im Herz. Damit sie es aussprechen könnten, müssen die Wahrheit vom Herz eigentlich raufkommen und dann aus dem Mund rauskommen. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben die Wahrheit nicht aussprechen, die eigentlich im Herz war. Also man könnte im Prinzip sagen, die Wahrheit ist in im Hals stecken geblieben. Und weil die Wahrheit stecken geblieben ist und eben nicht rausgekommen ist, ich glaube, ich habe das jetzt auch schon mal erwähnt, Kafir, was heisst Kafir schon wieder? Kafir ist der, der die Wahrheit verdeckt, wo sie zudeckt, wo sie nicht rauslässt. Und genau das machen sie. Sie haben die Wahrheit in sich drin, lassen sie aber nicht raus. Und warum lassen sie sie nicht raus? Aus Arroganz raus, also aus der Sturheit, aus ihrer Hochnäsigkeit raus, lassen sie die Wahrheit nicht raus. Und deshalb werden sie auch im wahrsten Sinne des Wortes zu Kafir, weil sie die Wahrheit eben verdecken. Und weil die Wahrheit eben hier im Hals stecken bleibt, ist auch die angemessene Strafe genau die, dass die Fessel um den Hals gebunden wird und nicht am Fuß oder an der Hand oder so. Allah hätte können sagen, er hätte ihnen Fesseln um die Füße und um die Hände gelegt. Das ist auch eine Strafe, oder? Aber er bringt das Bild von Fesseln, die um den Hals sind, weil da genau auf das angesprochen wird. Eine Strafe muss ja immer angemessen zur Straftat sein. Du bekommst nicht für eine kleine Straftat bekommst du nicht lebenslänglich über. Also damit du lebenslänglich bekommst, musst du eine Straftat gemacht haben, die dem entspricht. Und so ist auch Allah tut natürlich nur Strafen geben, entsprechend der Tat. Und dadurch, dass sie die Wahrheit hier im Hals eben stecken lassen, nicht raus, obwohl sie im Herz war, und dann mit dem Bild, dass die Strafe eben so bestraft, die Tat so bestraft wird, dass sie Fesseln um den Hals haben und sich nicht mehr bewegen können. Und wir haben, und das ist jetzt ganz wichtig, und wir haben vor ihnen einen Wall errichtet und ebenso hinter ihnen einen Wall errichtet und wir haben sie verhüllt, sodass sie nicht sehen können. Das ist jetzt eigentlich ganz interessant. Jetzt, eigentlich sind sie schon bestraft, oder? Sie haben jetzt die Fessel um den Hals.
Und wenn die Feste so um den Hals ist, dann können sie gar nicht richtig schauen. Also sie können nicht einmal runterschauen, sie können nicht einmal sich selber sehen. Aber dazu sagt Allah, er hat vor ihnen noch eine Wand aufgestellt und hinter ihnen eine Wand. Und er hat sie auch verhüllt. Verhüllt heisst, dass er von oben eine Decke ist. Das heißt, vorne ist es so, hinten ist es so und oben ist es zu. Jetzt muss man das versuchen zu verstehen, was das heisst. Für was ist eine Wand da? Eine Wand tut jemanden aussperren oder einsperren und verhindert ein Gesicht nach außen, beziehungsweise von außen nach innen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, eine Wand vor uns, was bedeutet das? Das heisst, ich kann das, was vor mir ist, nicht sehen. Was ist vor uns? Wenn wir die Augen aufmachen, was sehen wir vor uns? Alles Mögliche. Ja. Wir sehen das Buch, den Koran, die Kamera, euch, Menschen, Familien, Umwelt. Wenn wir Augen aufmachen und geradeaus schauen, dann sehen wir die Schöpfung von Allah. Und die Schöpfung von Allah, Ta'ala, die sollte uns immer wieder daran erinnern, dass es Allah gibt. Wie schon der Koran Beweis ist für sich selbst, dass der Koran wahr ist auch die Schöpfung Beweis für die Existenz von Allah. Also wenn Allah Ta'ala gar nichts geschickt hätte, keine Propheten, kein nichts, allein von der Umwelt, von der Schöpfung von Allah hätte man auf die Idee kommen, dass es einen Schöpfer gibt. Dass das nicht zufällig kann entstanden sein. Natürlich wissen wir den Namen nicht. Wir könnten nicht sagen, der das gemacht hat, ist Allah. Oder wir wissen gewisse Eigenschaften nicht. Aber nur vom Beobachten von dem, was vor uns ist, also vom Beobachten von der Erschaffung, müssten wir realisieren, dass das kein Zufall sein kann. Also die ganze Urknalltheorie, dass alles aus Zufall entstanden ist, verhebt eigentlich nicht, wenn man wirklich schaut und denkt über das, was man sieht. Und Allah Ta'ala sagt, er hat vor ihnen eine Wand angestellt. Das heisst, die Wand ist natürlich jetzt für uns nicht sichtbar, aber sie haben eine Wand. Das heisst, sie schauen vorne, sie schauen die Schöpfung an, sind aber nicht fähig, von dieser Schöpfung oder aus dieser Schöpfung den Rückschluss zu ziehen, dass es Allah gibt. Obwohl er ihnen der Prophet geschickt hat, also der beste Mensch, der barmherzigste Mensch ist unter ihnen und bringt die beste von den Botschaften und sie schnallen es nicht. Und deshalb auch, also ist jetzt vor ihnen eigentlich alles zu, das heisst, sie sind total abgeschottet. Vor ihnen ist eine Wand, sie können nicht mehr vorausschauen, sie können von der Schöpfung nicht profitieren, sie können nicht merken, dass es Allah gibt. Wegen dieser Wand vor ihnen. Was bedeutet eine Wand hinter uns? Hinter uns ist eigentlich ein Hinweis auf die Geschichte der Menschheit. Genauso wie die ganze Erschaffung uns immer wieder daran erinnern, dass es Allah gibt, oder an die Allmacht von Allah erinnern sollte, müsste auch die Geschichte, wenn wir die Geschichte anschauen, müsste man immer wieder merken, oder das müsste uns zu Allah bringen, müsste uns Allah näher bringen. Weil wenn wir die Vergangenheit anschauen, wenn wir die Geschichte anschauen von den verschiedensten Völkern, sehen wir immer wieder was. Also all die Völker haben etwas Gemeinsames. Nichts ist beständig. Also alle sind gestorben. Alle, die irgendetwas gemacht haben und gemeint haben, es ist für die Ewigkeit, niemand hat etwas mitnehmen. Ein Pharao, der das grösste Grab gemacht hat, ist trotzdem gestorben und hat das Grab nicht mit sich nehmen. Und genau so müssen wir dann über uns denken. Also auch wir werden nicht mit uns nehmen können. So wie die anderen grossen Völker. Heute, vielleicht ist Amerika das grosse Volk oder die grosse Nation. Müsst ihr also auch denken, in der Geschichte hat es so viele grosse Völker gegeben, die viel weiter gekommen sind als sie jetzt, die viel länger regiert haben, aber sie sind alle untergegangen. Also müsst ihr jetzt davon ausgehen, dass auch sie einst untergehen werden. Und dann müsste man jetzt schon eigentlich den richtigen Rückschluss daraus ziehen. Das heisst, Arroganz oder für Hochnäsigkeit hat es keinen Platz. Man kann nicht denken, nur weil ich jetzt der Größte bin, bin ich das für immer und ewig. Also Geschichte müsste uns Sachen beibringen. Wir müssen aus der Geschichte lernen. Und dadurch, dass sie jetzt eine Wand hinter sich haben, heisst das, dass sie von der Geschichte eben auch nicht profitieren können. Also Allah Ta'ala hat sie von vorne abgeschnitten, sodass sie von der Erschaffung nicht profitieren können, von der Schöpfung nicht profitieren können, und hat sie von hinten abgeschnitten, sodass sie auch von der Geschichte nicht profitieren können.
Und was ist das dritte gewesen? Sie sind von oben auch zugedeckt. Was kommt denn von oben? Tanzil al-Aziz al-Rahim, haben wir gesagt. Die Botschaft von Allah kommt ja von oben herab, wurde herabgesandt. Das heisst, von oben kommt die Offenbarung. Aber auch die können es nicht annehmen, weil auch sie oben durch zugedeckt sind. Also eigentlich sind sie in einem Gefängnis und wissen es noch nicht. Und wir werden nachher auch im Verlauf der Surah Yasin immer wieder sehen, also eben, die Schöpfung wird das Thema sein, die Geschichte wird das Thema sein und die Offenbarung selber ist auch das Thema. Kommen wir zur nächsten Ayah. Wir schauen alle ein bisschen auf die Uhr, haben wir einen gewissen Zeitdruck, oder? Ist gut. Aber ich versuche auch nicht allzu lang zu machen. Und ihnen ist es gleich, ob du sie warnst oder ob du sie nicht warnst. Sie werden nicht glauben. Und ihnen ist es gleich, ob du sie warnst oder nicht warnst, sie werden nicht glauben. Das ist keine gute Übersetzung. Jetzt schnell das an. Ihnen ist es gleich, ob du sie warnst oder nicht. Nein, das haben wir schon gehört. Ah doch, ihnen ist es gleich. Ja, da fehlt ein wesentliches Wort, Ekterihim. Also Allah sagt, die werden nicht glauben. Warum werden sie nicht glauben? Weil sie vor sich eine Wand haben, sie haben hinter sich eine Wand und sie sind dann von oben zugedeckt. Deshalb, du kannst ihnen erzählen, was du willst, du kannst sie warnen, du kannst machen, was du willst, sie werden die Wahrheit nicht akzeptieren. Wenn jetzt das aber so ist, wieso muss er die Botschaft aussprechen? Wenn mir sowieso niemand glauben wird, wieso muss er denn die Aufgabe machen? Wo ist denn der Sinn davon? Das ist jetzt aber gerade das, was ich jetzt schade finde, aus dieser Übersetzung kommt es gar nicht raus. Weil, es ist 10. Und da kommt das Wort Ekterihim vor. Ekterihim heißt die meisten. Also die meisten, die allermeisten werden die Wahrheit nicht annehmen. Sagt Allah. Das heißt, wenn die meisten die Wahrheit nicht annehmen werden, bedeutet das was? Dass ein kleiner Teil die Wahrheit eben doch annimmt. Das heißt, du sprichst zu einer grossen Menge und in dieser grossen Menge ist vielleicht nur eine Person, die die Wahrheit annimmt. Und für die eine Person musst du das Ganze auf dich nehmen und vor all die Leute anstehen und dir gefallen lassen, dass sie sich nachher über dich lustig machen, dass sie Witze machen, dass sie dich als Lügner bezeichnen, dass sie dich als wahnsinnig bezeichnen. Für die eine Person oder 2 oder 3 oder wie viel auch immer, aber es sind wenige, muss er es machen. Und er weiß nicht mal, welche das sind. Also er hat hunderte Leute vor sich und er weiß einfach, ein paar von denen werden wir zulassen, aber er weiß nicht welche. Es wäre natürlich viel einfacher gewesen, wenn er gewusst hätte, wer, dann wäre er direkt zu denen gegangen und hätte mit denen geredet. Und das ist halt die Aufgabe, das ist halt seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist, Botschaft zu übermitteln. Ob eine Botschaft ankommt oder nicht, das ist nachher die Aufgabe von Allah. Er macht das. Wir werden das noch mit der letzten Ayah noch sehen. Der Prophet oder der Botschafter ist nur mit dem beauftragt, die Botschaft zu übermitteln. Einfach das, was Allah da ihm sagt, muss er 1:1 weiter sagen. Und das macht er dann auch.